Pirks nicht meint. Mein Lieblingsausdruck war der Funkendratzer. Das ist der Elektriker. Mein Lieblingsausdruck ist der Dipfelscheißer. Ich fand es sehr lustig und es ist einer, der alles besser weiß. Wer Bayerisch kann, kann eben viel mehr ausdrücken. Ein ganzes Wörterbuch haben sie gemacht, die Kinder der Grund- und Mittelschule aus Langweid im Landkreis Kelheim. Migra-Borgisch, bayerische Mundart für Migranten. Und haben gelernt, praktisch, wenn man Bayerisch kann. Also ich ärgere die Jungs da manchmal in der Klasse, weil die mich auch die ganze Zeit ärgern. Und dann nerven wir die Jungs dann immer mit den Wörtern. Mit welchen? Also manchmal sage ich zu denen Fotzenspangle, weil die nicht wissen, was das ist. Glubber. Es hat mir auch sehr geholfen, weil ich war bei meiner Freundin und sie hat meinen Glubber verloren. Und da habe ich erst verstanden, was es bedeutet, weil ich zu diesem Kurs gegangen bin. Hat schon aufgeregt wegen Normalerweise sind sie 9 Kinder, deren Eltern aus Kasachstan kommen oder dem Kosovo, aus Polen oder Norddeutschland. Der Kurs in der Nachmittagsbetreuung nach der Schule wird von der Stiftung Mundart wertvoll gefördert. Manche haben erst vor kurzem Deutsch gelernt. Bayerisch ist wie eine zusätzliche Fremdsprache. Wir haben in Langweid und die Kinder reden so normalerweise, wie es in Langweid ist mit der Mundart. Und das sollen das Sprecher und Versteher mit dazugehören. Darum braucht man Mundart, Zugehörigkeitsgefühl. Langweid, ein Markt mit 5000 Einwohnern am Rande der Holle Daun. Hier ist der Dialekt noch lebendig. Die Mundartforscher haben mit dem Kurs Vereine oder Kommunalpolitiker besucht und die gefragt, wie sie es denn mit der Mundart halten. Heute ist der Bürgermeister dran. Hallo, grüß Gott, Frau Keutner, hallo. Pünktlich zum Interview. Genau, grüß euch, hallo. Hallo, ich bin Claudia Kapuschka. Bürgermeister Blaschek sagt, dies ist ein bayerisches Rathaus, hier wird Mundart gesprochen. So redet er selber auch. Zu meiner Schulzeit war es so, dass eben dort genau darauf geachtet worden ist, nicht Mundart zum Sprecher. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg gewesen. Deshalb ist es jetzt gut, wenn man die Mundart einfach auch wieder fördert. Und wer weiß, was ein Grachal ist, der ist in Langweid eben kein Zurgörster mehr.